Der Leu frisst auch nicht, das verspreche ich dir. Dann hat er sich schön gewaschen und gestriegelt, den Schnauz zwirbelt und hat sich auf den Weg gemacht zum Leu. Die anderen Tiere, die ihm begegnet sind, haben gefragt: Woher gehst du auch so aufdonnert? Zum Leu denk. Dem will ich jetzt mal die Meinung sagen. Als er in der Nähe der Lauenhöhle war, hat er sich verstrubbelt, ist in einem Tümpel rumgetrollt und so verschmiert und verdreckt ist er zum Leu. Der Leu hat schon auf ihn gewartet und brüllt: Was unterstehst du dich? Bist viel zu spät und mitgebracht hast mir auch nichts. Jetzt fress ich dich. Und er hat das Maul so weit aufgesperrt, dass sogar der Schakal Angst bekommen hat und davongeschlichen ist. Der Hase aber hat sich nicht verrottet. Er lässt die Ohrenlampe, macht ganz ein verzweifeltes Gesicht und stottert: Oh, Königlein, ich hab gewiss nichts dafür. Ich hab so einen herrlichen Nachtparat gehabt. Meine Frau hat ihn selber gekocht. Einen wunderbaren Braten mit Kräutli und Pilz und allem möglichen Zeug. Und stellen Sie sich vor, wo ich da hin um den Rang gekommen bin, kommt ein gewaltiger Leu aus dem Gestrüpp anderen und nimmt mir alles weg. Ja, ich habe ihm gesagt, das darf er nicht. Das sei für den König.